Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das bringt mir nichts. Alter, mein Deck, hey. Das verarscht mich wieder, das gibt's doch einfach nicht. Vorher warst du schon in Führung und jetzt verliere ich noch. Ich seh's doch kommen, ey. Oh Gott, musste jetzt auch noch sein. Das mit Abstand nervigste Viech im ganzen Spiel. Neo Weltraum Grand Mole. Tja, und genau deswegen ist es so nervig. Magisches Standardprogramm wäre auch ganz cool. Komm schon in den paar Karten, die ich jetzt gebrauchen könnte. Bitte, liebes Deck, lass mal jetzt bitte nicht im Stich. Ja, Resonator, toll. Du gefällst mir, muss ich zugehen. Da bist ein bisschen. Wobei, ich hab da. Stufe 6 war, kann klappen. Ja, was haben wir noch alles da auf dem Friedhof? Friedhof sage ich schon, natürlich hier im Deck. Flammelork ist das. Der geht eher weniger. Hallo, wo ist mein Goyo-Wert? Bereits zerstört. Ja, kann denn das die Möglichkeit sein? Mein Goyo-Wert einfach zerstört? Tatsache. Okay, rufe erstmal die Geisterwache im Angriffsmodus. Wir natürlich gerne den auch noch rufen, aber ist ein anderes Thema. Aktiviere ich mal dessen besondere Fähigkeit meines Zombies. Die Karte zurück und rufe ihn im Angriffsmodus. Okay, Showtime. Rufen mal Flammelorkis aus und hoffen aufs Beste. Gut, dann wird wenig Power, ist mir auch klar. Dafür haben wir ja diese Zauberkarte noch. Also jetzt hat er eigentlich gar keine Wahl, er muss ja fast schon Neo Weltraum Grand Mole rufen, außer noch so eine fiese Zauberkarte, mit der er mich irgendwie aufhalten könnte, mein Monster zerstören könnte, dankeschön. Das wäre natürlich ganz, ganz übel. Nur viel dagegen machen könnte ich eh nicht, also von dem her. Alter, zuerst Garn auf der Hand ist das übel. Nee, bitte kein Synchromonster. Jetzt bitte kein Synchro. Nein, wieso? Für was opferst du jetzt? Nein, nicht den! Oh, wieso denn den? Oh, Menno, jetzt kann er auch noch angreifen. Alter, hat er gegen dieses scheiß Apparate-Deck verloren. Kotzt mich das an. Aber es ist immer so, diese scheiß Apparate. Du kannst einfach nichts dagegen machen, Leute. Du bist einfach hilflos ausgeliefert. Ja, toll, Köderpuppe. Nee, kann ich gleich auf. So, geht schneller. Bei Lage so schön im Feuerwehr dieses verdammte Zwangsevakuierungsgerät nicht gewesen, ey. Wieso tue ich mir das an, Leute? Wieso tue ich mir das an? Wie gesagt, unter Umständen ist das bereits der letzte Part gewesen. So, willst du nochmal wissen? Ja, natürlich fangen wir als erstes an, was denn sonst? Kein Bock, dass er wieder 2 Kann auf dem Feld hat, wieder so mit DD-Krieger und Grand Mole. Nee. Nicht nochmal. Ja, ich muss einfach die Feldkontrolle sichern, man. So schwer kann es nicht sein. Gut, Teufelsche ist gegen Grand Mole schon mal sehr gut. Erstmal den verdeckt und den auch noch und das war schon mal das erste. Ja, ich brauche ganz dringend die Feldkontrolle und am besten auch viele Monster, damit er da nicht irgendwie mit Zwangsevakuierungsgerät kommen kann. Etc. etc. Gut. Der ist mir relativ egal, wenn Heiler sein soll.
Okidoki, gleich Charisma-10 auf dem Feld. Dann den blinden Captain vermutlich durch, ja, irgendeine besondere Fähigkeit die abwerfen. Wir denken, hat mir jetzt mal die beste Möglichkeit sein und dann gucken wir weiter. Junge, hat der Reise noch im Deck, glaube ich auch nicht, ey. Reiser, der Sturm und natürlich ein totaler Synchro-Killer, sind wir uns alle einig. Die Karte kann ja echt die Schuhe ausziehen. Sehr gut. Jetzt ist mal im Verteidigungsmodus und aktiviere meine Zauberkarte Freundliche Wohltat. Spart schon mal sehr gut. Wenn ich so eine Hand Karten habe, ja, ist mir klar. Dann kommt erstmal der weg. Der wäre jetzt ein bisschen doof, wenn es vom Feld her machen. Bringt aktuell auch nicht. Okay. Machen wir es mal so und gucken, was der andere da mal so treibt. Okay, der rote Apparat folgt nach. Sehr gut, sehr gut. Dann zieht jetzt ein gelber noch aus dem Deck. Ja. Gleich einmal so frech kann er natürlich ist. Wir kennen es ja. Aber da er den Schaden kriegt, soll es mir nur recht sein. Und einfach mal 1500 Schaden. Der hat doch ein Rad ab. Du. So, sehr gut. Bis jetzt läuft alles nach Plan. Marshmallow. Natürlich auch nicht zu beachten. Momentan haben wir eine gute Verteidigung. Das nachher braucht wir Stufe 3 Synchro. Ich sag immer Synchro. Stufe 3 Empfänger für Sternschatdrache. Da haben wir natürlich schon mal gegenüber den ganzen Fallenkarten gefeit. Was die Krieger und Guemol betrifft, müssen halt mit Lichtschwerter, Teuflische Kette und Spalt aushelfen. Ja, ich hoffe, er greift das Monster an mit Cyberdrache, wäre sehr verbunden. Ach ja, die Apparate, jetzt sind natürlich Spezialbeschwörung. Komm, kann noch eine Karte aus dem Deck ziehen. Alter, ist jetzt übel. Nein, er greift natürlich den an. Was soll denn das? Ach, weißt du was? Kein Bock mehr drauf. So, Teuflische Kette. Ich sag zumindest mal, ob die andere verdeckte Karte Raumtaifun ist oder sonst etwas. Okay, bleibt so. Jetzt greift er auch noch an. Kann natürlich 500 Punkte Schaden. Schon mal sehr gut. Natürlich alles andere als schade. Dann greift das Monster noch an und verliert 1000 Punkte Schaden. Aber ja, echt mal, jetzt habe ich 3000 Punkte alleine mit Effekten und Verteidigung abgezogen. Ist ja auch mal nice. Okay, geht der weg, weil ich nichts erwarten. Leider Gottes, leider. Und Marshmallow bleibt auf dem Feld. Geil, Mann. Gut, mal gucken. Das war übrigens ein Gerichts.
Auch eine praktische Karte, aber guck erstmal so gut. Wie gesagt, Ziel ist immer noch, da Sternschabdrache zu beschwören. Ich denke mal, das könnte am besten funktionieren hier. Ja, ja, ja. Ruf die bloßen Monsterarmee zusammen. Och nö, nicht jetzt, Gräberons. Muss das jetzt sein? Ach Menno und Brian Egg, ja, servus Kumpel, na wie geht's denn so? Du schon wieder, musst mich immer nerven. Ja, nur zu. Was? Achso, der schon wieder, ja, gibt's auch noch. Chimera-Tech, Festungsdrache. Marshmallow, hey, dann zurück auf die Hand, toll. Nee, das kannst du knicken, Freundchen. Nee, da nur mit mir, also nur über meine Leiche. Blue. Tja, was nun? Ja, ich natürlich angreifen. War ja klar. Verdammt, jetzt muss der Trickreiche 2000 Punkte haben. Das gleich viel wie sein anderes Monster, versteht schon, der hier. Ich mit der Festungsdrache. Bryonek nervt ziemlich, muss man also zugeben. Wobei natürlich eine Tatsache ist, wenn man da irgendwas ausrichten will, dann muss es schon ein bisschen mehr ausfahren. Und Bryonek natürlich ist der Nachteil davon. Da kann es, wenn der Gegner bereits in Führung liegt oder ja, sprich, wenn er gerade im letzten Zug ist und so mit dem Schlag ausholen will, ist die Karte natürlich genial, aber so natürlich, wenn er jetzt irgendwie noch was machen will, ist er ein bisschen im Arsch, weil jetzt muss man natürlich jedes Mal eine Karte abwerfen, wenn er einfach mal eine Karte bloß auf die Hand zurückschicken will. Und das ist meistens zu wenig. Ja, wirf mal schön ab. Nee, komm, wenn er sowieso zurück auf die Hand schickt. 2 Karten hast du noch. Na, was machst du dort? Halt, das ist ja doof, ey. Neo-Weltraum Grand Mole. Tja, die Frage ist, für welches verdeckte Monster opferst du ihn oder setzt du ihn ein? Ne? Musst du natürlich du jetzt entscheiden. Und natürlich das richtige Monster, war ja klar. Und er verliert die ersten Punkte. Du. Sangan. Ja, schon gut. Wenn ich jetzt hier am besten direkt die Tomate mit Feldvorteil habe oder immer was vom Feld habe, oder gehe ich direkt aufs Ganze, weil ich weiß, was er eigentlich will. Der Zombie, falls was schief geht, könnte dann Stufe 7 Monster rufen. Sprich ein schwarzer Rosendrache und so, und wäre schon mal ziemlich geil. Oh, es kommt natürlich direkt an. Nein, ist ein Festungsdrache, ich verliere noch Punkte. Und zwar 2000. Alter. Wie ich den Typen hasse. So, dann spiele ich erst mal Golden Sarkophag. Und hole mir eine Karte in 2 Zügen auf die Hand. Und zwar wird's. Welcher wird's wohl sein? Lustig sein, war Gehirnkontrolle. Ja, wieso nicht? Tja, Alter, dann würde ich mal sagen, ich mache da. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Genau. Hier auf erst einmal den hier ab und auf den Trick im Angriffsmodus. Da ist die Karten noch. Ist ja mal interessant. Die
Karte zurückschicken, wird die sein. Rote ihn im Verteidigungsmodus. Blub. Und wird auch mal ein bisschen synchronisieren. Tja, du bist ja der eine, der das kann, Alter. Und zwar ein bisschen unangenehm, dass ich den Effekt nur so einsetze. Alter, da kann ich also viel noch machen mit dem schwarzen Rosendrachen, aber egal. Immerhin ist ja eine Karte der Zerstörung und von dem her ist der Effekt einfach nur Hammer. Ja, er bringt noch nicht viel, mein Effekt wirkt trotzdem. Ich hoffe, dass es aus dem Spiel entfernt wurde. Das wird natürlich jetzt nichts. Gut, da tue ich jetzt mal die, in dem Fall, dass er mit Grand Mole kommt. Und setzt noch ein Monster verdeckt. Nicht mit mir, Alter, nicht mit mir. Weil seine besten Karten sind bereits auf dem Friedhof, hat bloß noch Grand Mole auf der Hand und das andere kann auch nichts mehr Dolles sein, also von dem her. Ja, seht ihr, Grand Mole. Ich frage mich jetzt zwar, soll ich wirklich meine Dinge dafür opfern oder soll ich da ein bisschen mit ihm spielen, ne? So Katz und Maus mäßig? Nee, komm. Tschüss. Der Effekt ist negiert. Du kannst mich mal. Am Popo. Soviel zum unglaublich mächtigen und nervigen Grand Mole. Schön, schön. Das machen wir momentan noch nicht viel. Außer natürlich wird sie zerstören. Also gehe ich mal an die Vollen und aktiviere Spalt. Sehr schön. Das ist an der Karte verdeckt. Und das war's das erste. Oh je, wir haben ein paar 20 Minuten locker überzogen. Ja, ist nichts Neues, war. Ist jetzt eine Karte verdeckt. Was kann das andere auf der Hand sein? Ich habe keine Ahnung. Aber was Tolles kann sie kaum noch sein. Gehirnkontrolle. Yay, eine geile Karte. Und wir spielen weiter auf Zeit, denn das nur weil wir keine, ja, gute Monster auf der Hand haben. Ja, warten wir gleich. Okay, eine Karte wird sicher mal Macht des Spiegels sein, ne? So gut kenne ich ihn ja inzwischen. Tja, Nebeltalsoldat, coole Karte, gebe ich gerne hinzu, aber wäre in der Situation fail. Einfach nur fail. Warte mal lieber auf ein weiteres Apparate-Mon, das natürlich nicht kommt. Dankeschön. Mann, Alter, hab keine Zeit mehr. Der Resonat hat so langsam lustig. Gut, dann nehmen wir mal die Lichtschwerter und sagen doch mal, dann verdecktes Monster. Oh, Sangan. Na, da ist das Stufe 3, aber... Stufe 3, eieiei, der bringt nicht viel. Nee, bringt gar nicht viel, das ist natürlich sehr, sehr doof. Ach, Menno. Opfern gerade. Weise der Sturmmonarch. Ja, supi. Der hat Stufe 5? Ne, 6. Verdammt, Level zu hoch. Nö, mach nur. Die Kriegerin war, die hat natürlich im nächsten Zug einsetzen, um meinen Marshmallow loszuwerden, aber da habe ich ja dann meinen reisenden Tribut und das ist natürlich auch schon gut. So, und die Hälfte haben wir schon mal, alter Schwede, erst die Hälfte runter.
Die Lichtschwert ist schon mal eine gute Karte. Ich überlege jetzt gerade. Eine gute Karte, überlege gerade. Ja. Zug beenden. Och, Alter, du machst mir doch viel zu einfach. Ja, ruft ein Monster doch nur. Ja. Breaker, dankeschön. Wollte eigentlich die Kriegerin haben. Ach, egal, Breaker geht auch. Ist doch auch eine schöne Karte. Und Tschüssikowski. Beide sind jetzt weg. Du. Und so schnell kann es gehen, wenn man die Führungsposition wechselt. Toll. Super, dann viel zu viele Empfänger auf der Hand. Ah, große Klasse. Nebeltalsoldat. Bleibt okay. Und also dann macht das Spiegelsversteck. Na, zeig's. Dimensionsgefängnis noch viel schlimmer. Wieso ausgerechnet die Karte? Okay, da ist die Kriegerin drin. Was das sein soll, keine Ahnung. Mir rennt langsam aber sicher mal die Zeit davon, was ich gar nicht nett finde. Okay, das Teil hole ich mir gleich mal. Ist ja Stufe 4. Na. Obwohl, nee, geht auch nicht. Verdammt. Ja, jetzt ist natürlich mein Stufe 4 Monster weg. Toll. Da spielt natürlich Empfängermonster. Was ist das für eine verdeckte Karte, die er dort hat? Tja, bin ich raus, oder? Ich aktiviere Köderpuppe. Alter, die kommt wie gerufen, ey. Wie gerufen. Schrumpfen. Ah, okay. Nicht unbedingt gerade der Yellow vom Deck, aber sollte reichen. Gehirnkontrolle dazu, weil natürlich ich so gern habe und ein bisschen schmusen will mit deinem Gehirn. So, nur mein Monster, direkter Angriff auf seine, was hat gesagt, ihre Lebenspunkte, seine Lebenspunkte. Tja, was macht er jetzt? Ob er da seine schrumpfen kann oder denkt er, nö, zu schade dafür. Ja, das hatte mir schon beinahe, dass er das so irgendwie denken würde. Ja, von mir aus. Auch noch eine Synchrobeschwörung, natürlich lange nicht mehr einen antike Feendrachen. Der ist ja auch ein ganz lieber. Du. Ach, ich bin so wunderschön. Ja, bist du. So, das war's, wa? Wir haben ihn schon genug gestraft. Du. Och, Menno, muss jetzt doch genau jeden Spalt ziehen oder handhaben. Ist klar, Alter. Ein Gräbons in Ehren. Ehren, dann was drauf reimen? Verwehren. Ein Gräbons in Ehren kann keiner verwehren, doch ich schon. Kann man schnell jetzt bauen in die mystische Tomate, obwohl die natürlich gleich zerstört, aber ich kann natürlich zwei dann rufen. Och Mensch, ich meine, also du brauchst, es reicht einfach nicht. Krevons, Empfänger, kann er mich machen, könnte natürlich jetzt einen Apparat oder so rufen. Müssen noch einen Deck, alter Schwede. Okay, gebe Stufe 6 und kann natürlich das ja nach dem Rhineck rufen, aber ganz ehrlich, ich kann natürlich keine Karte mehr opfern, also sprich ablegen, um eine von meinen Karten zurückzuschicken, also bringt es nicht viel. Er macht es trotzdem.
Synchrobeschwörung, zeige dich. Oh, Geierritter. Ist noch viel besser. Du. Geierritter, Kraft der Erde. Greife an und vernichte sein Monster. So, suchen kannst du es ja. Aber an dem wirst du die Zähne ausbeißen. Du. 100 Punkte noch, 200 mickrige Punkte hat er noch. Ja, das muss der Sieg sein. Vor allem natürlich dank meiner Zauberkarte der Feinkontrolle. Lass uns mal gucken, ich habe bereits alle 3% auf dem Feld, ja. Also sprich Friedhof, das war klar. Ah, komm, es war es einfach zu schön, um wahr zu sein. Hier kommt Feinkontrolle. Zack, ich hoffe das mal ganz kurz. Und übernehmen für einen Zug lang Kontrolle über dein Monster. Tja, Alter, shit happens. Geierritter, Kraft der Erde, beende dieses Duell. Endlich, Leute, endlich. Gewonnen, yay, cool. Junge, ein paar der 15 Minuten ging oder was? Der könnte da hinkommen, aber mittlerweile doch gespalten in 2 Parts. Weiß gar nicht, wie ich das mache. Einfach vom Ende, cool. Ich wünsche, es wäre so. Ja, und jetzt? Gedankengarn, okay, Beschwörermönch, der Anfang vom Ende. Hä? Sind wir finster? Da ist irgendein. Eigentlich ist da noch was drauf, Freunde, auf dem Artwork. Sieht man hier gar nichts. Hier diese Karte nur, falls Sie noch mehr Finstermonster an den Friedhof liegen, genau, empfehle 5 Finstermonster an den Friedhof aus dem Spiel, um 3 Karten zu ziehen. Ein Finsternis-Deck ist die Karte einfach der Burner. Die Karte müsst ihr dort einfach haben. Nein, die halbe 2E wollte mich verarschen, ey. Ah, nur gegen Trends oder Horden antreten und dann geht's weiter, oder was? Nee, das könnt ihr klicken, Freunde. Das der Sinn davon sein soll. Ja, machen so. Ich werde jetzt da oben nochmal gucken, was man da machen kann. Und falls dann zum Schluss kommen, es bringt nichts mehr, ist alles für die Cuts. Einfach nur so just for fun, die Kämpfe. Dann wird der nächste Part dann der letzte Part sein von Yu-Gi-Oh! 5, diesmal auf der Cards. Und sonst geht es noch ein bisschen weiter, aber macht auch nicht mehr allzu viel. Aber gegen Transcendent zu fighten, nee. Sorry Leute, kein Bock mehr drauf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da habe ich echt null Bock. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen trotz allem und bis zum nächsten Mal, wenn ich dann entscheiden werde, ob es weitergeht in diesem Let's Play oder aber das Spiel zu Ende ist. Bis dahin, ciao zusammen.